Swiss German Storytime mit dem Thomas. Hoi hoi miteinander und willkommen zurück zu meiner Serie über die Schweiz in der Zeit der Weltkriege. In der heutigen Episode 3 reden wir über den Landesstreik von 1918 und wieso die Stimmung in der Schweiz gegen Ende des Ersten Weltkriegs immer angespannter geworden ist. Wie immer, wenn ihr ein Transkript nachlesen wollt, könnt ihr das auf meiner Patreon-Seite finden. Ihr findet alle Links auch in der Beschreibung von dem Video. Und sonst freue ich mich einfach über einen Kommentar, über einen Daumen und wenn euch das Video gefällt. Aber jetzt geht's los mit der Episode. Die Schweiz in der Zeit der Weltkriege. Episode 3. Der Landesstreik von 1918. Wo sich der Erste Weltkrieg langsam seinem Ende genähert hat, ist die Stimmung in der Schweiz immer angespannter geworden. Obwohl das Land neutral geblieben ist, haben die Kriegsjahre viele Probleme verursacht. Die Bevölkerung hat unter den steigenden Preisen, Lebensmittelknappheit und der wirtschaftlichen Unsicherheit gelitten. Besonders schwierig ist die Situation für Arbeiterfamilien in der Stadt gewesen. Während dem Krieg sind die Preise für viele Grundnahrungsmittel stark gestiegen. Gleichzeitig hat aber der Großteil der Menschen kaum mehr Geld verdient als vorher. Besonders Familien mit einem kleinen Einkommen haben Mühe gehabt, ihren Lebensunterhalt zu zahlen. Viele Männer haben monatelang Militärdienst geleistet und dafür nur einen kleinen Sold bekommen. Dadurch hat die häufig ein wichtiger Teil vom Einkommen gefehlt. Dazu ist bei vielen Leuten der Eindruck entstanden, dass diese Belastungen nicht gerecht verteilt sind. Ein paar Unternehmen und wohlhabende Kreise haben trotz dem Krieg gute Geschäfte machen, während ein grosser Teil der Bevölkerung musste sparen und unter schwierigen Bedingungen leben. Die soziale Ungleichheit ist also immer sichtbarer geworden. Auch politisch ist die Lage angespannt gewesen. In vielen europäischen Ländern ist es zu Unruhen und Protesten gekommen. Besonders die russische Revolution von 1917 hat in ganz Europa für Aufmerksamkeit und Angst gesorgt. Gewisse Leute haben auf grosse gesellschaftliche Veränderungen gehofft, andere haben die Revolution befürchtet, auch in der Schweiz. In dieser Situation sind immer mehr Streiks und Protestbewegungen entstanden. Arbeiterorganisationen und Gewerkschaften haben bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne und politische Reformen gefordert. Eine wichtige Rolle hat dabei das sogenannte Oltener Aktionskomitee gespielt. Diese Gruppe hat verschiedene Proteste koordiniert und hat die Forderungen der Arbeiterbewegung vertreten. Im November 1918 ist die Situation dann schlussendlich eskaliert. Der Bundesrat hat Truppen in grössere Städte schicken lassen, weil man Angst vor Unruhe und möglichen revolutionären Bewegungen hatte. Und viele Arbeiter haben diese Militärpräsenz als Provokation empfunden. Kurz darauf hat das Oltener Aktionskomitee zum Landesstreik aufgerufen. Beim Landesstreik haben in vielen Landesteilen Arbeiter ihre Arbeit niedergelegt. Die Züge sind teilweise nicht mehr gefahren, Fabriken sind stillgestanden und das öffentliche Leben ist eingeschränkt worden. Insgesamt haben sich mehrere 100.000 Menschen am Streik beteiligt. Für die Schweiz war das ein außergewöhnliches Ereignis. Die Streikenden haben verschiedene Forderungen gestellt. Dazu haben unter anderem bessere Arbeitsbedingungen, die Einführung der 48-Stunden-Woche, eine Alters- und Invalidenversicherung sowie politische Reformen gehört. Viele haben mehr soziale Sicherheit und Mitbestimmung wollen. Die Regierung und die Armeeführung hat jedoch sehr entschlossen reagiert. Soldaten sind in vielen Städten parat gestanden, um Ordnung und Ruhe aufrechtzuerhalten. Die Situation ist angespannt geblieben und viele Leute hatten Angst gehabt, dass die Lage ausser Kontrolle geraten. So weit ist es zum Glück dann aber nicht gekommen. Nach wenigen Tagen ist der Landesstreik beendet worden. Das Oltener Aktionskomitee hat zum Abbruch vom Streik aufgerufen, auch weil man eine gewaltsame Eskalation verhindern wollte. Die Stimmung im Land ist aber gleich noch für längere Zeit angespannt geblieben.
Heute gilt der Landesstreik von 1918 als eines der wichtigsten innenpolitischen Ereignisse der modernen Schweizer Geschichte. Viele Forderungen der Arbeiterbewegung sind zwar nicht sofort umgesetzt worden, doch ein paar Veränderungen sind später tatsächlich gekommen. Die 48-Stunden-Woche ist eingeführt worden und auch der Ausbau vom Sozialstaat hat sich in den folgenden Jahrzehnten weiterentwickelt. Der Landesstreik hat gezeigt, wie stark die Spannungen im Ersten Weltkrieg auch die neutrale Schweiz verändert haben. Obwohl das Land keinen Krieg auf eigenem Gebiet erlebt hat, haben die Jahre zwischen 1914 und 1918 tiefe Spuren in der Gesellschaft hinterlassen. In der nächsten Episode schauen wir uns an, wie sich die Schweiz nach dem Ersten Weltkrieg entwickelt hat und wieso die Zwischenkriegszeit trotz dem Kriegsende alles anders als ruhig war.